Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Er wie Rittersaal. Wahrheit oder Märchen? Hereinspaziert in den Rittersaal. Das ist der Saal, in dem die Ritter hausten und auf jeder Burg gab es. Und da sind wir wieder, mitten im Rittersaal. Oder besser gesagt, in dem Raum, den man uns heute gern als Rittersaal verkauft. Denn wer kennt das nicht? Man geht auf eine Burgführung, hört eierfürchtig zu und irgendwo fällt es ganz sicher, der Rittersaal. Und meistens klingt das dann ungefähr so. Hier saßen die Ritter, hier wurde gefeiert, gegessen, beraten, gestritten. Und irgendwie glauben wir alle, dieser Rittersaal sei fester Bestandteil jeder mittelalterlichen Burg gewesen. Aber stimmt das wirklich? Gab es den Rittersaal im Mittelalter? Oder ist das eher ein romantisches Märchen, das wir bis heute weitererzählen? Genau das schauen wir jetzt gemeinsam an. Was sagen die historischen Quellen dazu? Wenn wir die echten mittelalterlichen Quellen schauen, also in Urkunden, Chroniken, Bauabrechnungen, Minnelieder und höfische Dichtungen aus dem 12. bis 15. Jahrhundert, dann fällt etwas Erstaunliches auf. Das Wort Rittersaal kommt praktisch nicht vor. Nicht in lateinischen Dokumenten, nicht im Mittelhochdeutschen und auch nicht in den berühmten Minnesang-Dichtungen. Kein Walter von der Vogelweide besingt einen Rittersaal, kein Wolfram von Eschenbach lässt Parsifal durch einen Rittersaal schreiten. Das Wort existiert schlichtweg nicht. Stattdessen begegnen uns andere Begriffe. Man sprach vom Saal, vom großen Saal, von der Halle oder vom Palas, dem repräsentativen Saalbau der Burg. Gerade im Hochmittelalter, zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, war der Palast das Herzstück jeder bedeutenden Burganlage. Dort wurde gegessen, gefeiert, Gericht gehalten, Politik gemacht, Bündnisse geschmiedet. Kurz gesagt, dort spielte sich das öffentliche Leben der Burg ab. Hier sehen wir eine höfische Szene in einem Saal. Interessanterweise auf dem Tisch gibt es heute V. Später tauchen dann Begriffe auf, die mit unserem heutigen Bild vom Rittersaal oft viel näher verwandt sind als das romantische Wort selbst. Zum Beispiel die Türnitz, auch Tirnitz oder Türnitz genannt. Das war ein beheizbarer Raum, oft der wichtigste Aufenthaltsraum im Alltag. Besonders im süddeutschen Raum ist dieser Begriff gut belegt. Während der große Saal im Palast oft nur spärlich beheizt war, war die Dürnitz der Ort, an dem man im Winter tatsächlich lebte, speiste, zusammensaß. Hier war sogar öfters eine Fußbodenheizung installiert. Daneben kennen wir die Hofstube, also die Stube des höfischen Lebens. Ein Raum für Herrschaft und Hofstaat, beheizt, komfortabel, persönlicher, ähnlich der Dürnitz. Und ab dem späten 15. und 16. Jahrhundert kommt die Tafelstube hinzu. Ein eigener beheizter Speise- und Repräsentationsraum für Fürsten und ihre engsten Umgebung. Spätestens hier sieht man, der Alltag auf Burgen war viel differenzierter als das einfache Bild von einem großen Rittersaal. Die Erfindung des Rittersaals. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Begriff Rittersaal, wie wir ihn heute kennen, entsteht erst sehr viel später. Nicht im Mittelalter, sondern im späten 18. und vor allem im 19. Jahrhundert. In der Zeit der Romantik. In der Epoche, in der man Burgruinen wiederentdeckte, Ritter idealisierte, das Mittelalter verklärt und mit viel Fantasie neu erfand. Gedankenspiel im 19. Jahrhundert. Ritter, der Burgherr, plus Saal auf einer Burg ist gleich Rittersaal. Das ist die Zeit der Mittelalterrenaissance, der Burgenrestaurierungen im Historismus, der Märchenkönige wie Ludwig II. Von Bayern. In dieser Phase beginnt man, große Säle rückwirkend als Rittersäle zu bezeichnen, obwohl sie historisch ganz andere Namen trugen. Reiseführer, Kunsthistoriker und Schlossbesitzer verbreiten den Begriff, und von da an setzt er sich fest in unseren Köpfen. Wissenschaftlich korrekt wäre also, im Mittelalter sprach man vom Saal, vom Palast, von der Dürnitz, von der Hofstube. Erst ab etwa 1800 setzt sich der Begriff Rittersaal als romantische, nachträgliche Bezeichnung durch. Und das führt zu einem weiteren spannenden Missverständnis.
Der Rittersaal hat mit Rittern im eigentlichen Wortsinn oft gar nichts zu tun. Viele der heute sogenannten Rittersäle sind in Wahrheit Wohnhallen, Festsäle, Empfangsräume oder sogar umgestaltete Barocksäle. Manche sind neogotische Erfindungen des 19. Jahrhunderts, also historisierende Bühnenbilder aus Stein. Rittersäle, wie wir sie heute sehen. Vom Klischee zum Besuchermagneten. Typisch ist dabei das immer der gleiche Bild. Balkendecke, tonnenschwere Mauern, hohe Fenster mit Sitzbänken in den Leibungen, ein großer Kamin, Wandmalereien oder Wappenschilde. All das vermittelt uns bis heute das Gefühl, hier tagten die Ritter. Historisch korrekt müsste man oft eher sagen, hier lebte, arbeitete und repräsentierte eine Herrschaftsfamilie mit ihrem Hofstaat. Und trotzdem, ganz gleich wie romantisch überformt der Begriff auch sein mag. Es gibt sie natürlich, die berühmten Rittersäle, die wir heute besuchen können und uns in Staunen versetzen. Schloss Mespelbrunn wurde Anfang des 15. Jahrhunderts als Wehrbau in Spessart errichtet und im frühen 16. Jahrhundert unter den Echters zu einem eleganten Renaissance-Schloss umgestaltet. Durch seine abgeschiedene Lage blieb es weitgehend von Kriegen verschont und ist bis heute im Besitz der Erbauerfamilie. Der Rittersaal des Schlosses ist ein vollständig erhaltenes Renaissance-Prunkzimmer mit kunstvoller Holzdecke, Wandmalereien und historischer Einrichtung. Ein seltenes Beispiel für den authentischen Renaissance-Stil dieser Epoche. Burg Mildenstein in Leisnig thront seit dem 10. Jahrhundert über dem Fluss Mulde und zählt zu den ältesten und bedeutendsten Herrschaftsburgen Sachsens. Über die Jahrhunderte wurde sie stetig erweitert und diente als Verwaltungssitz, Amt und Gefängnis. Burg Mildenstein gönnt sich gleich 3 Rittersäle. Vom romanischen Palast bis zum spätmittelalterlichen Festsaal, die eindrucksvoll zeigen, wie sich Repräsentation, Wohnen und Herrschaftsarchitektur im Laufe der Zeit verändert haben. Schloss Rosenburg thront majestätisch über dem Waldviertel in Niederösterreich und blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins 12. Jahrhundert reicht. Vom mittelalterlichen Wohnsitz entwickelte es sich zu einem prachtvollen Renaissance-Schloss mit einzigartiger Architektur und beeindruckenden Wehranlagen. Hier gönnte man sich nicht nur einen großzügigen Turnierhof, sondern besitzt neben der alten großen Stube auch einen prachtvollen Renaissance-Rittersaal, der im Barock kunstvoll neu ausgestaltet wurde und bis heute zu den beeindruckendsten Schauräumen der Anlage zählt. Die Marksburg über dem Mittelrhein wurde um 1200 errichtet und ist die einzige mittelalterliche Höhenburg der Region, die niemals zerstört wurde. Über Jahrhunderte diente sie verschiedenen Herrschaftsfamilien als Wehr- und Verwaltungssitz und gilt heute als Musterbeispiel einer vollständig erhaltenen deutschen Burg. Der Rittersaal der Marksburg zeigt sich vergleichsweise schlicht, aber authentisch. Ein funktionaler Saal, der die echte Wohn- und Alltagskultur des Hochmittelalters weit realistischer widerspiegelt als viele später reich ausgeschmückte Rittersäle. Schloss Weikersheim entwickelte sich aus einer mittelalterlichen Wasserburg und wurde im 16. und 17. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten Renaissance-Schlösser in Baden-Württemberg ausgebaut. Über Generationen diente es den Herren von Hohenlohe als repräsentativer Residenzsitz. Der Rittersaal entstand um 1600 als prachtvoller Fest- und Audienzsaal und zählt zu den bedeutendsten Renaissance-Innenräumen Süddeutschlands. Einzigartig sind die zahlreichen plastischen Tierdarstellungen, die den Saal wie eine lebendige allegorische Bilderwelt erscheinen lassen. Burg Rabenstein liegt malerisch in der fränkischen Schweiz und wurde im 12. Jahrhundert erstmals erwähnt. Nach schweren Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg wurde sie mehrfach umgestaltet und im 20. Jahrhundert umfassend restauriert. Heute zählt sie zu den bekanntesten Ausflugszielen der Region. Was schätzt ihr? Wie alt ist dieser Saal? Der sogenannte Rittersaal ist tatsächlich einer der jüngsten auf einer deutschen Burg. Er entstand erst in den 1970er Jahren im Zuge des Wiederaufbaus und gehört vollständig zur modernen Ausstattung der Anlage. Schlussgedanken. Diese Säle sind beeindruckend, keine Frage. Aber sie erzählen uns nicht nur vom Mittelalter.
Sie erzählen uns auch von unserer eigenen Sehnsucht nach dem Mittelalter. Von unserer Lust an Rittern, Turnieren, Waffen, Bannern, Helden und Legenden. Und genau das ist vielleicht die eigentliche Wahrheit hinter dem Wort Rittersaal. Er ist weniger ein historischer Begriff, als vielmehr ein Spiegel unserer Fantasie. Damit sind wir am Ende bei der Frage, Märchen oder Wahrheit? Die Antwort lautet beides. Der Raum ist real, die Funktion ist historisch, aber der Name Rittersaal, der ist ein romantisches Produkt des 19. Jahrhunderts. Und jetzt bin ich gespannt. Was fasziniert euch eigentlich am sogenannten Rittersaal? Die Macht oder Feste? Die Architektur? Welche haben euch beeindruckt? Oder einfach das Gefühl, Geschichte betreten zu können? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.